like radiant diamonds bursting inside us. We cannot contain. Your love will surely come find us like blazing wildfire, singing your name. God of mercy, sweet love of mine, I have surrendered to your design. Your love is like radiant diamond bursting inside us. We cannot contain. Your love will surely come find us like blazing wildfire, singing your name. God of mercy, sweet love mine, I have surrendered to your design. May this offering stretch across the sky. These hallelujah be multiplied. God of mercy, sweet love, Coming alongside us. to your design. May this offering stretch across the sky. These hallelujah be multiplied. These hallelujah be multiplied. Like blazing wildfire, singing your name. Hallo. Wow, so schön, sind so viele gekommen. Ich habe so ein paar unerwartete Gesichter schon gesehen da rein und es freut mich mega, dass so viele gekommen sind, um unsere Geschichte auf der Logos Hope anzuhören. Ich sage nicht meine Geschichte, weil es bewusst unsere Geschichte ist, weil ihr sind alle Teil davon gewesen. Entweder haben mich unterstützt, für mich gebetet, haben mich besucht. Darum rede ich von unserer Geschichte. Es freut mich auch mega, dass Tanna heute da sein darf.
Genau, sie ist am Sonntag angekommen und ich werde dann noch nachher ein bisschen von ihr hören. Und ja, unsere Geschichte auf der Logos Hope. Genau, wie sieht der Abend heute aus? Klar, ich werde viele Fotos sehen, ich werde viel erzählen, viele Geschichten. Und dann nachher werden wir noch in eine Gebetszeit eingehen, wo wir für verschiedene Regionen werden beten. Und am Schluss haben wir noch ein bisschen einfach ein Zusammensein. Wir haben noch ein Apero, meine Mami und Hannah, die haben noch heute Nachmittag noch gebacken. Danke vielmals. Und dann können wir dann nachher einfach noch ein bisschen Gemeinschaft geniessen. Genau, ich möchte ganz vorne anfangen. Wer ich bin und wie hat mich Gott aufs Schiff geführt. Genau, ich bin ja hier in der FG Embrach gross geworden und für mich, schon seit ich jung bin, ist Jungs schon immer ein grosser Teil von meinem Leben gewesen. Dort habe ich so die Freude bekommen, leiten, die Freude bekommen, planen und einfach so Jesus auch praktisch zu dienen. Jungs war schon immer ein grosser Teil von meinem Leben. Dann habe ich ja eine Lehre gemacht, das Zimmermann, gerade daneben dran beim AM, 4 Jahre. Und sagen wir so, in dieser Zeit, als ich so 17, 18 war, hat sich in mir mega ein Wunsch oder einfach so ein Wunsch danach, also hat angefangen, um eben Gott in der Langzeitmission zu dienen. Und für mich ist dann eigentlich wirklich ein Warten gewesen, bis ich eigentlich alles obligatorisch abgeschlossen habe. Das heisst, meine Lehre und dann schlussendlich bin ich noch ein Jahr im Militär gewesen. Und ich weiss noch, schlussendlich bin ich wirklich so, im Militär habe ich zuerst noch etwas anderes machen. Ich wollte zuerst noch in Kosovo, aber dann habe ich da keinen Frieden darüber gehabt und ich gesagt, okay Herr, ich lege das ab. Ich habe die Bewerbung schon fast fertig geschrieben, keinen Frieden gehabt, Laptop zugemacht, habe ich gesagt, okay Herr, rede zu mir, zeig du mir, wo du mich willst haben. Und dann an diesem Wochenende habe ich meine Cousine getroffen, Anja, die auch auf dem Schiff war. Und schlussendlich hat sie gesagt, ja, warum gehst du nicht aufs Schiff? Genau, und dann habe ich da angefangen, mich zu bewerben und in mega kurzer Zeit bin ich angenommen worden, habe ich alle Support habe ich zusammenbekommen und für mich ist es einfach mega gewesen, wie Gott einfach mega Tür aufgemacht hat. Genau, dann im Gemeindewochenende 2023 ja, haben die mich als Gemeinde ausgesendet und jetzt funktioniert natürlich der Klicker nicht. Ja, genau. Und dann bin ich auf Jordanien geflogen. Und genau dort hat meine Geschichte angefangen. In Jordanien, Aqaba. Und genau, am Anfang, wenn man aufs Schiff kommt, wenn man für eine lange Zeit kommt, muss man zuerst lernen, wie lebt man auf einem Schiff. Es ist nicht einfach ein Kreuzfahrtschiff, wo du einfach gehst und wieder, ja, sondern du bist wirklich Teil von der Crew und du musst wissen, wie steigst du in ein Rettungsboot ein, wie tust du all die Sachen, wie die Anzüge anlegen, wie tust du ein Rettungsboot umdrehen, wenn es auf die falsche Seite ist. Genau, all diese Skills musst du eigentlich lernen und hast eine Prüfung und so. Und genau, und ich bin eigentlich mit dieser Gruppe, wo man da oben sieht, bin ich aufs Schiff gekommen, sind 30 Leute gewesen, wo wir gleichzeitig zusammen aufs Schiff gekommen sind. Genau. Und ja, ich möchte jetzt einfach ein bisschen am Anfang erzählen, wie ein Arbeitsalltag aussieht. So auf dem Schiff, also ein Arbeitsalltag sieht eigentlich so aus, du kommst aufs Schiff und dann wirst du eingeteilt in irgendein Department. Es gibt extrem viele Arbeitsstellen. Also es gibt Küche, es gibt das Putzteam, es gibt den Engine Room, den Maschinenraum, ja. Es gibt die im Deck-Department arbeiten, die das Schiff steuern. Und du kannst sagen, was du gerne machen willst, aber schlussendlich wirst du einfach irgendwo eingeteilt. Und ich habe dort mal unbedingt ins Deck-Department, weil ich dachte, ja, ich bin jetzt schon Zimmermann gewesen, ich will jetzt mal etwas Neues machen. Und dann schlussendlich haben sie mich aber dann ins Engine Department da und ich habe dann eben im Maintenance, also im Unterhalt gearbeitet. Genau, und schlussendlich habe ich dann auch gesehen, warum Gott mich dort eingestellt hat. Und zwar eben nach 3 Monaten, wo ich nur 3 Monate auf dem Schiff war, ist mein Chef, der vorher verantwortlich war, ist krank geworden und haben wir heim innerhalb von einer Woche. Und ich bin dann eigentlich so ein bisschen der Einzige, der übernehmen konnte, der am meisten Erfahrung hat. Genau, das heisst, nach nur 3 Monaten auf dem Schiff habe ich die Verantwortung vom ganzen Unterhalt vom Schiff übernommen. Das heisst Sanitär, Schweissen, Lüftungsanlage und halt Zimmern. Genau, und das hat mich sehr herausgefordert. Ich habe plötzlich ein Team geleitet von verschiedenen Nationalitäten. Ich musste auch noch mit an Land in Kontakt sein und mega viel mit allen Departments zusammenarbeiten und Zeug flicken. Und ja, genau, in dieser Zeit habe ich mega gelernt, einfach
also ich bin vielmal einfach mit meiner riesen Liste, eben das Schiff ist 50 Jahre alt und es ist so viel Zeug kaputt und es geht einfach ständig Zeug kaputt. Und ich bin immer wieder einfach mit dieser Liste bin ich in Gebetsraum und gesagt, Herr, ich weiß nicht, wie ich das alles machen soll. Aber ich gebe es dir, Herr, gib mir Kraft, Weisheit. Und dann wirklich einmal immer wieder habe ich die Liste angeschaut und gesagt, das ist fertig, das ist fertig. Und ich habe einfach mega gemerkt, wie Gott mich mega einfach durch die Zeit geführt hat. Und ich weiß noch, eben am Anfang, du kommst so aufs Schiff und du denkst, ja, bist jetzt auf einem Missionsschiff. Und eben dann schlussendlich bin ich am WC-Leitungen entstopfen gewesen, was einer der grusigsten Jobs ist auf dem Schiff. Und dann denkst du so, okay, also wie tue ich jetzt Gott dienen? Also weißt, was ist jetzt wieso bin ich jetzt da angekommen? Und in dieser Zeit, der Typ, den ihr dort seht, oben links, das ist der Jack von Papua Neuguinea. Und er hat mir so mega gezeigt, wie er einfach die ganze Arbeit, eigentlich eben so die WC-Leitung entstopfen, eigentlich als Anbetung, als Worship eigentlich gesehen hat. Eben, der Job, den wir machen, wenn wir ihn nicht machen würden, dann könnte das Schiff nicht funktionieren. Dann könnten die Leute nicht aufs WC gehen und dann würde das ganze Schiff nicht segeln. Und so habe ich mega lernen, eigentlich die Arbeit, die mich Gott einstellt, dass ich die einfach mit Exzellenz mache, auch wenn es niemand sieht. Und so eigentlich Gott dir zu geben. Genau, und dann habe ich immer 5 Tage in einem Department gearbeitet und dann, genau, jeden Freitag war Sicherheitstraining, das habe ich einmal noch gerne gemacht. Da geht der Alarm ab und dann gehen alle so an eine Fire Station und dann musst möglichst schnell dich anziehen als Feuerwehrmann. Ich bin dann schlussendlich im Rettungsboot eingeteilt gewesen, das heisst, wir mussten lernen, eben das Rettungsboot zu bedienen und eben das richtig runterlassen und so. Es ist recht viel Zeug, das man wissen muss. Und genau, und das haben wir jeden Freitag das trainieren. Und weil es sind auch, eben, ich könnt euch vorstellen, da kommen so 19-jährige Teenagers, die von der Highschool kommen und so Zeug bedienen. Und darum ist eigentlich wichtig, dass wir das jede Woche lernen. Genau, und dann ein Tag in der Woche ist, was wir einen C-Day nennen, also bedeutet Connect Day, wo wir eigentlich rausgehen aus dem Schiff, wo du eigentlich eben kannst evangelisieren, wo du kannst eine Schule besuchen, wo du kannst, wir haben ganz viele verschiedene Ministry. Eben da zum Beispiel haben wir Eyeglass Ministry gemacht in Seychellen, haben wir für fast 1200 Leute haben wir Brille getestet und Brillengläser rausgegeben. Und unser ganzes Ziel in dem Inne ist eigentlich von der Logos Hope, ist, dass wir Wissen vermitteln. Also wir haben den Slogan, wo wir sagen, wir haben Knowledge, Help and Hope ist unser Slogan, dass wir eben Wissen durch den Bücherladen, es ist ja ein Bücherladen, die Leute können aufs Schiff kommen, um Bücher zu kaufen. Dann wollen wir praktische Hilfe, eben durch Eyeglass Ministry oder durch Zeug bauen, Zeug streichen und dann schlussendlich einfach die Liebe von Jesus weitergeben. Und eigentlich in all dem Innen wollen wir einfach den Leuten Hoffnung einfach geben. Genau. Ja, das sind noch ein paar andere. Und dann auf dem Schiff haben wir natürlich auch noch, wir haben so grosse Räume, wo wir eben Events machen. Genau, wo ich auch immer wieder kannst dich für ein Event eintragen. Es hat immer genug Platz, die brauchen immer Leute und du kannst irgendwie einfach die Skills, die Gott dir gegeben hat, kannst irgendwie ausprobieren und eben, du kannst auch völlig neue Ideen bringen. Du kannst völlig kreativ sein. Es gibt eigentlich keine Grenzen gesetzt. Genau, ein Ministry, also wenn ich Ministry sage, dann sage ich eigentlich eben Arbeit für Gott. Genau, ein Ministry, das mir mega gefallen hat, ist Ship to Ship. Ein Hafen ist ja sehr Security, also du kannst eigentlich fast nicht in einen Hafen. Und genau, aber eine Möglichkeit, die wir haben, ist eigentlich auf andere Schiffe drauf zu gehen. Also wir ziehen dann einfach eine Leuchtfest an und laufen einfach auf die anderen Schiffe, die Containerschiffe. Und die Leute sind einmal für Monate dort rein und können wieder rausgehen. Noch irgendwie sind einfach mega abgeschottet. Und das ist eine mega Möglichkeit, dass wir dort auf die Schiffe gehen können, mit denen connecten, Bibel lesen, von Jesus erzählen. Und das ist eine mega, mega schöne Möglichkeit, die die Logos Hope hat. Genau. Gut. Jetzt möchte ich weiß nicht, wo ich jetzt mein Handy auch nicht habe. Du. Ja, gut. Kannst du mal Play drücken, Andi? Bei der Musik. Also ich habe jetzt das Büchschen nicht mehr. Hast du hineingesteckt? Und? Es braucht Musik, sonst geht das nicht. Man muss ein bisschen in den Mood kommen. Genau.
Ich will euch jetzt ein bisschen zeigen, wie man eben mit Magic-Tricks, mit Zaubertricks eigentlich das Evangelium erklären kann. Genau. Jetzt möchte ich schnell meinen Assistent führen, bitte. Ja, da ist Hanna. Musik ein bisschen runter. Ja, ja. Ja. Sie will, dass ihr eine schwedische Person treffen. Ah, ja, perfekt. Er braucht einen Namen. Da können wir für einen Namen geben? Olaf. Olaf. Sagt Hallo zum Olaf.
Olaf ist wie eine normale Person. Er macht gute Sachen, er ist ganz ein lieber Typ. Er geht in die Kirche, ist gerne mit seinen Freunden zusammen. Und das sind auch Probleme in seinem Leben. Das ist etwas, was wir Sünden nennen. Kennt jemand, sag mal ein paar Sünden. Einfach laut raus sagen. Lügen. Stehlen. Sorry, laut sagen. Alkohol, ja. Mhm. Ja, das sind Sachen in unserem Leben, die hart sind, wo wir einfach in die Sünde fallen. Wir brauchen 2 Volunteer. Joja? Okay, geben wir einen Applaus. Jetzt hebt einer auf der einen Seite und der andere auf der anderen Seite. Ja, die Seile symbolisieren die Sünde. Sünde kann verwickeln. Jetzt könnt ihr beide eure Arme tun. Einfach einen Arm, voll ganz bis ihr drin sind. Bis ihr die Hände in der Mitte habt. Ja, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Sehr gut, sehr gut. Ja. Jetzt nehmen wir das Seil. Jetzt ziehen wir es raus. Aber hebt das Seil fest. Hebt das Seil fest. Kannst du es bis rausziehen? Ja, gut, Achtung. Festheben, festheben. Okay, so sehen ihr jetzt, wie Sünde der Olaf eigentlich einkommt. Oh, hast du verloren? Okay, das zweite musst du auch heben. Darfst du nicht loslassen. Hast du es? Okay, gut, festheben. Hebt fest, nicht loslassen. Mhm. Das ist der Olaf. Ja, das ist wie die Sünde, die uns festhebt. Man kann sich sogar noch mehr verwickeln in dem hinein. Wie kannst du davon loswerden? Es ist so schwierig, loszuwerden davon. Aber, das ist ein Zauberwort. Wir nennen es Jesus. Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns von der Sünde zu erlösen. Auf 3 sagen wir alle Jesus. Ihr müsst das Seil ganz festheben. Nicht loslassen. Auf 3 könnt ihr ziehen. 1, 2, 3. Oh! Yeah! Gebt einen Applaus für die Freunde. Ja. Ja, genau. Danke, Andi. Genau, das haben wir. Ist gut. Thank you, Hannah. Give a hand to Applaus für Hannah. Genau. Wir haben einen von Brasilien, einen professionellen Zauberer, und ich habe ihn so auf der Bühne gesehen, wie er das eigentlich eben einen Zaubertrick braucht, um die Leute, ja, Zaubertricks sind cool. Und eben so eigentlich auch das Evangelium erklären. Und der hat mir dann das ein bisschen beigebracht und ich konnte das selber auch können, brauchen. Und das, ja, genau, es hat mega Spass gemacht. Genau. Genau. Ah, ja, sorry. Genau, jetzt kommt Tana. Sie tut, wir sind ja im Mittleren Osten gewesen, und sie wird jetzt ein bisschen vom Mittleren Osten erzählen. Yes. So we will talk about the first area that we were in. Wir werden jetzt über die erste Region We erzählen. were in Middle East and Arabian Wir sind im Peninsula. Mittleren Osten in der arabischen Peninsula gewesen. And I would like to ask you one question. Und ich würde euch gerne eine Frage stellen. Of all these countries that we visited, Von all diesen Ländern, die wir besucht haben, Jordan, Saudi Arabia, Iraq, Bahrain, do you think there's
any of these countries Danke dir, where dass it's dies- okay for you to follow Jesus, to like say, I want to follow Jesus? Denkt ihr, da ist ein Land da drauf, wo es okay ist, um Jesus nachzufolgen? Not even one? Nicht mal eins. Was denkt ihr? Jordanien. Maybe. Actually, the right answer is that it's not allowed for you to become a Christian in I- any of these In countries. keinem von diesen Ländern ist es erlaubt, ein Christ zu sein, um Jesus nachzufolgen. Yeah. If you today don't believe in Jesus Christ, the government say no, it's not allowed for you to follow Jesus. If you're not? If you don't If you're believe? not a Christian, yeah. Ja, wenn du kein Christ bist und du willst ein Christ werden, sagt die Regierung, nein, sorry, du kannst kein Christ werden. So the fact that God created you and you with a purpose and that you are so loved, there's so many people here that don't know about this. Der Fakt, dass uns Gott einzeln geschaffen hat, für die kennen das alle gar nicht. Second question, do you think that there is anyone there following Jesus Zweite Christ? Frage, denken ihr, dort ist irgendjemand, der Jesus nachfolgt in dieser Region? Yeah, there is. Yeah. There is. We can take next Können wir den slide. nächsten Slide? Ja. Yeah. So there's like many believers and the church is actually growing in this region. Dort sind mega viele Christen und die Kirche ist am Wachsen auch in diesen Regionen. But in order for believers to share their faith, they need to do it in different ways. Not just stand on the street or sing a song, because then the government will shut you down. Die Christen müssen sehr kreativ werden in diesen Ländern, um das Evangelium weiterzugeben. Die können nicht einfach auf die Straße stehen, aufs Schemeli und einfach laut das Evangelium erzählen, weil die Region würde die gerade eliminieren. So the vision for the ship to come to the Middle East was to do like Paul said in the Bible, to share our faith not only in words but also in our deeds, in our works, in Genau, our d- life. Die Vision vom Schiff war eigentlich gewesen, dass wir nicht, eben wie es der Paul sagt, dass wir nicht einfach durch Worte das Evangelium weitergeben, sondern durch unsere, wie wir den Leuten begegnen und wie wir ihnen begegnen. Yes. So, for instance, the vision from the Middle East was to like, yeah, you see like lokale Kirchen stärken und Christen mobilisieren, and to pray. To pray, to pray, to pray. I have a testimony that outside the Saudi Arabia, we prayed for 3 weeks that God would move in Saudi Arabia. Wo wir vor Saudi-Arabien vor Anker waren, haben wir für 3 Wochen gebetet, dass wir auf Saudi-Arabien haben dürfen nie. But I did not see anything. Nichts ist passiert. But 6 months later, 6 Monate in später, Bahrain, in Bahrain, when the ship visited Bahrain, we got to see so many Saudi Arabians come to the ship and they get to hear the gospel for the first time. Bahrain ist gerade neben Saudi-Arabien und wo wir mit dem Schiff dort waren, sind so viele von diesen Saudi-Arabis dort mal aufs Schiff gekommen. I will never forget the moment that I was standing in the book fair Sie wird den Moment nie vergessen, wo sie im Bücherladen gestanden ist, and I was standing next to my Brazilian friend and my friend from Thailand. wo sie zwischen dem brasilianischen Kollegen und dem Kollegen von Thailand war. And this lady walks up the gangway and comes into the book fair that we have on board. Und eine Frau kommt ab der Gangway, also die Stege, und läuft im Bücherladen. And she was wearing her full covering shawl. Und sie hat da ihre Burka gehabt. Yeah. But you could see her eyes. Und man hat ihre Augen gesehen. And from the first moment she stepped on board, she started crying. Und sie hat gerade angefangen zu brüllen, sobald sie aufs Schiff gelaufen ist. And I asked her, like, are you okay? What's happening? Sie hat gefragt, bist du okay? Was ist passiert? And she just said, like, you all look alike. You look the same. Ihr alle sieht gleich aus. Why do you look the same? Wieso sehen ihr so gleich aus? And then it was like God showed her like how we are one in Christ. Und Gott hat ihr in dem Moment gezeigt, wie wir eins in Jesus Christus sind. And that woman had a dream that same night Die Frau, about Jesus und die Christ. Frau hat in der gleichen Nacht vorher hat sie Jesus im Traum And gesehen. we were able to share the gospel with her. Und wir können das Evangelium mit ihr We can take erzählen. the next slide. Yeah. So this is how it looked like when the ship was in the Middle East. Genau, das war speziell in Irak, wo wir Ja. im Mittleren Osten gefahren Ja. sind. And you can take the next slide. Da haben wir bis zu 13'000 Besucher an einem Tag gehabt. Also in 10 Tagen haben wir fast 100'000 Besucher gehabt. I also remember one time in the book fair, Sie erinnert sich an einen Moment im Bücherladen.
It was my first C day, Es war ihr erstes Connect ja, Tag. der Connect-Tag gewesen. and I was so nervous. Und sie war so nervös gewesen. And I wanted to like meet somebody and like talk to them. Sie hat unbedingt jemanden treffen und And I mit met ihnen this schwätzen. like girl Und sie hat das Mädchen getroffen with her mom, mit ihrer Mami. and we started talking. Wir haben angefangen zu And then schwätzen. she said that like she has pain in her leg. Und sie hat gesagt, sie hat Schmerzen in ihrem Bein. And after a while we talked. Und nach einer Zeit, wo sie geschwätzt haben, I said like I actually like believe that God has like power to heal you. da habe ich gesagt, dass ich glaube, dass Gott Kraft hat zum Heilen, zum dich Can I heilen. pray for you? Kann ich für dich beten? And she was like, okay. Und sie sagt, okay. And then I prayed for her. Und sie hat für sie gebetet. And then I asked like, did something happen? Und sie fragt, hey, ist etwas passiert? And then she said no. Und sie sagt, nein. And then I thought, I'm a terrible missionary. Ich bin ein schlechter Christ, schlechter Missionar. But then she looked up to me and she started Und crying. in dem Moment schaut sie auf und fängt an zu brüllen. And then she said like, I never met somebody who like talked to me and loved me without like gaining something back. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der mit mir schwätzt, der mich liebt, ohne dass er irgendetwas von mir will. And I never heard somebody pray in Jesus' name before. Und ich habe noch nie jemanden gehört, jemand für mich beten im Namen Jesus. And then she said, thank you so Und sie hat einfach much. gesagt, danke vielmals. And it feels like God made something in her heart. Es hat ausgesehen, dass Gott etwas in ihrem Herz gemacht Yeah, hat. and that was so strong. Und das war mega stark. Gewesen. Yeah. Thank you. Thank you. Next slide. Ja. Genau. Eben, wir gehen jetzt so ein bisschen von Region zu Region. Wir sind etwa 6 Monate im Mittleren Osten gewesen. Und dann sehen wir, unser letzter Hafen war in Oman gewesen. Und dann sind wir etwa 9 Tage sind wir in die Seychellen gefahren. Das gehört zu Afrika. Ist so ein bisschen das karibische Afrika, sagen wir mal. Genau. Und dort hat eigentlich unsere kannst du noch, ja, dort kannst kannst du noch mal zurückgehen. Ja, kannst du dort bleiben, ist gut. Genau. Und dort hat eigentlich, ich weiss noch, eben im Mittleren Osten haben wir nicht offen von Jesus erzählt. Und ich weiss noch, als ich in Seychellen war, haben sie plötzlich gesagt, jetzt könnt ihr einfach frei von Jesus erzählen. Und wenn so 6 Monate so immer so ein bisschen auf Spannung war, ja, es sind alles Muslime, musst aufpassen und so. Und dann plötzlich darfst du einfach sagen, ja, okay, jetzt ist okay, jetzt darfst das ist so, ich weiss, das war ein sehr komisches Gefühl gewesen. Und auch für das ganze Schiff, die haben sich zuerst wieder ein bisschen daran gewöhnen, sagen wir es so. Genau, für Afrika haben wir eine andere Vision gehabt. Und zwar, auf Englisch heißt es God Story, in and from Africa, told by Africans. Was eigentlich bedeutet, eben Gottes Geschichte in und von Afrika, erzählt von den Afrikanern. Genau, Gott hat eine sehr spannende Geschichte in Afrika. Er hat schon sehr viel dort gemacht in den letzten 1000 Jahren, in den letzten 100 Jahren. Und man kann heutzutage sagen, dass Afrika prozentual die meisten Christen hat. Ob es jetzt evangelische Christen sind oder ja, einfach Christen, sich selber Christen nennen. Und unser Ziel war eigentlich, auf Afrika zu gehen. Und ja, die Sache war, die Leute in Afrika, die sehen das Schiff, das weiße Schiff, die reichen Leute kommen und die geben uns jetzt Zeug. Wir bekommen jetzt wieder Material und ja, die geben uns wieder Bücher, was auch immer, Spenden und unser Ziel, und früher, das Schiff war schon mehrmals in Afrika gewesen, und das Mal war eigentlich das Ziel, wenn wir das, der Narrative, also einfach die Gewohnheit, wenn wir nicht mehr weiter unterstützen. Und darum haben wir eigentlich, Missionsarbeit machen, im Sinne von, eben, du kannst jemandem einen Fisch geben und dann hat er für einen Tag zu essen, oder du kannst ihm beibringen zu fischen und dann hat er sein Leben lang zu essen. Genau, wo wir eigentlich dort runtergekommen sind und wollen praktisch Zeug zeigen, Trainings geben, wie sie sich selber können unterstützen können. Gerade auch Kirchen, die haben so viele Ressourcen dort unten. Und wie sie die können brauchen für ihre eigene Gemeinschaft, wie sie können Zeug aufbauen, wie sie können Schulen unterstützen. Und eigentlich unser Ziel war, sie zu sagen, hey, ihr habt all diese Sachen, ihr braucht die Hilfe gar nicht. Ihr habt so viele Ressourcen und braucht die, arbeitet zusammen und dann könnt ihr so viel verändern in eurem eigenen Land. Und ihr braucht nicht die Hilfe der weißen Missionare zum Missionsarbeit machen.
Genau. Und auf dem Schiff haben wir ein spezielles Anliegen. Und zwar sehen wir momentan, dass in der Welt etwa 3 Billionen Leute sind, die das Evangelium noch nie gehört haben. Oder die keinen Zugang zum Evangelium haben. Also das heisst, immer noch in einem Busch, wo es einfach weit und breit kein einziger Christ ist, keine Bibel gibt, keine Kirche gibt. Und 3 Billionen. Also das ist eine recht grosse Nummer. Und jeden Tag kommen 60'000 Leute zu dieser Nummer dazu. Und unser Anliegen von der Logos Hope ist eigentlich, die zu erreichen, oder von OM, die zu erreichen, die das Evangelium noch nie gehört haben. Und das ist auch unser Ziel eigentlich auch in Afrika. Wir haben so viele Kirchen besucht, um zu sagen, hey, schau, ihr habt das Evangelium bekommen vor ein paar hundert Jahren. Man hat uns das Evangelium gebracht. Und ihr seid jetzt der grösste christliche Kontinent. Und jetzt ist es eure Verantwortung, zum rauszugehen. Weil man jetzt sieht, in Europa ist die Kirche langsam am Schrinken, oder einfach im Westen ist die Kirche am Schrinken. Aber Afrika, die ist so lebendig. Und unser Ziel war eigentlich, zu sagen, hey, ihr seid so ein grosser christlicher Kontinent und eigentlich haben wir die wählen für die least reached, wie wir es nennen, also die das Evangelium noch nie gehört haben. Genau. Next slide, please. Genau, ich tue jetzt ein bisschen vorspringen. Ich könnte x Geschichten von Afrika erzählen. Letztes Jahr habe ich noch ein bisschen mehr von Afrika erzählt. Ich werde dann nachher noch ein bisschen mehr über mein letztes Jahr erzählen. Darum springe ich jetzt ein bisschen vorausspringen. Ich bin ja ein Jahr als Zimmermann habe ich gearbeitet auf dem Schiff und dann habe ich in die sogenannte Line-Up-Arbeit gewechselt. Line-Up sagen wir eigentlich, oder ist das Team, das am Schiff vorausreist, um alle Vorbereitungen machen. Ist es eben mit der Regierung, alle Bewilligungen einholen oder halt eben Werbung machen, eben sagen, dass das Schiff da kommt und eben eigentlich alle Ministry vorbereiten. Eben all die sogenannten C-Days, die müssen wir alle vorbereiten, Wochen im Voraus. Genau, und dann konnte ich da auf Sierra Leone gehen, da seht ihr Teil vom Team. Genau, und dann ist es Sierra Leone. Ich habe Sierra Leone geliebt, weil es ist so richtig, es ist Westafrika und es ist eine mega, mega schöne Kultur. Sehr intensiv, sagen wir mal, die sind sehr impulsiv, aber es ist mega schön. Und eben, unser Ziel war eigentlich wirklich, ich kann schon mal zurück, eigentlich Kirchen noch besuchen. Und wirklich an einem Sonntag sind wir einmal 10 Kirchen noch besuchen. Sind wir gegangen und sagen, hey, die Logos Hope kommt, wieder rausgegangen und dann sind wir in die nächste Kirche gegangen. Genau. Und Gott hat dort wirklich mega krasse Türen aufgemacht. Da zum Beispiel, dass der in der Mitte, das ist so eigentlich quasi der Präsident von Sierra Leone oder der Chief Minister, der ist über dem Präsident. Genau. Und die haben uns eingeladen. Und eine von unseren schönen Arbeiten ist, wenn du normalerweise Visionsarbeit machst, gehst du eigentlich in die unterste Lage oder die unterste Lage der Gesellschaft, da fängst du an, Leute von Jesus zu erzählen. Aber eben durch die Logos Hope, weil wir in dem Sinne Projektmanager sind von einem Millionenunternehmen, sagen wir es so, macht Gott die Tür auf, um eben die Regierung zu besuchen. Und ich weiss noch, wir haben mit ihm ein Meeting von der Logos Hope erzählt, gefragt, ob wir Unterstützung haben können. Und dann am Schluss habe ich dann einfach so, am Schluss merke dass das Druck in mir, wo ich das Gefühl habe, okay, bete für ihn. Fragen, wir können für ihn beten. Und ich weiss, das Meeting ist fertig, wir haben gerade abschließen und ich so, hey, how can we pray for you? Wir können für dich beten. Und dann hat er erzählt und ja, ich glaube noch nicht viele Leute haben also das ist quasi so das Oval Office, kann man sagen, das Präsidenten-Office. Nicht viele Leute haben ihn dort gefragt, wie wir für ihn beten können. Und dann haben wir für ihn beten und schlussendlich, eine kurze Geschichte, die Immigration hat etwa $80.000 wollen für Visas, für alle Leute vom Schiff, für alle Stempel. Und wir haben nichts machen. Wir haben gerüttelt und gemacht, die Türen ist nicht gegangen. Und dann schlussendlich haben wir gebetet und gefastet. Und irgendwann bekommen wir einen Brief von ihm, und wo eigentlich sagt, wo geschrieben hat, alle Ministerium, alle Leute, die irgendwie mit dem Schiff involviert sind, müssen uns alles gratis geben. Genau. Und schlussendlich haben wir so viel, eben, wir haben nichts müssen zahlen für den ganzen Schiffsbesuch. Eben, es braucht extrem eben das Wasser, den Stellplatz. Das sind sehr hohe Summen, die da zusammen können. Und schlussendlich haben wir nichts müssen zahlen. Und da sehen wir einfach, wie Gott eben, your favor surrounds me as with a shield. Deine Gunsten umgeben mich wie ein Schild. Und das merkt man wirklich eben in dieser Arbeit. Genau, nächste Slide. Hat es keine Videos drin, Andi? Hat es kein Video? Vielleicht das nächste Video. Nein. Okay.
Man sieht. Okay. Nein, hat kein Video. Wieso ist es nicht drin? Egal. Genau. Ja, das ist so ein bisschen das Team, das wir zusammen gearbeitet haben. Da sehen wir Sierra Leone, dort Freetown, das ist die Stadt, wo wir waren. Und ich möchte jetzt ein bisschen von dem Typ dort oben erzählen. Sein Name ist MS. Mohammed, ich weiß nicht, was sein ist einfach der MS. Genau, er war ein Muslim, ist muslimisch aufgewachsen. Und für die, die ein bisschen die Geschichte von Sierra Leone kennen, für die mal den Film Blood Diamond gesehen haben, genau, und das ist eigentlich, er hat eigentlich erlebt, wie er hat das voll miterlebt, sehr, sehr dramatisch. Eben, der Krieg ist eigentlich erst vor 20 Jahren eigentlich fertig geworden und genau, er hat eigentlich vor seinen Augen gesehen, wie seine Eltern umgebracht worden sind von diesen Rebellen und er hat dann irgendwann Jesus gefunden und seitdem ist er so on fire für Jesus. Und Sierra Leone sehen wir als eine von diesen least reached Regionen, Leute, die das Evangelium noch nie gehört haben. Eben eigentlich Freetown, by the way, dort wo wir waren, das ist eigentlich dort, wo der Film gedreht hat, wo eigentlich eben das ganze Diamantengeschäft passiert ist. Genau. Und eigentlich der ganze Rest von Sierra Leone ist alles Buschlandschaft. Ganz viele Dörfer im Busch, wo zum Teil noch nie einen TÜV gesehen haben oder einfach wirklich völlig abgeschottet von der Welt. Und das Team, das ich hier seht, ist eigentlich, die haben sich zum Ziel gesetzt, alle die Dörfer zu erreichen. Und in dem Video, das ich gesehen habe, geht es um eine Person, wo eben Hexerei ist sehr natürlich dort. Also Hexenkunst ist ganz normal. Man geht zu einem Hexer, um irgendetwas zu machen, oder Hexenkunst wird auch dunkel gebraucht. Und eben der eine wäre eigentlich als ein Kinderopfer eigentlich, bestimmt gewesen, genau, danke. Und er hat dann können flüchten und schlussendlich ist er dann aufgewachsen und hat dann auch irgendwann auch das Evangelium gehört. Und dort mal, es ist so schade, dass das Video nicht da ist. Das nervt mich jetzt. Genau. Und der hat dann eben das Evangelium gehört. Ist es das? Genau, der hat dann irgendwann das Evangelium gehört und irgendwann ist dann die Logos Hope gekommen auf Sierra Leone vorher und wir haben ihm dort mal Bibel geben und er ist dann so mobilisiert gewesen. Und er hat dann angefangen, die Dörfer zu mobilisieren oder das Evangelium zu bringen. Und seit eben nach etwa 2 Jahren sind wir wieder zurück, 10 Jahre ist die Logos Hope wieder zurückgekommen und in dieser Zeit hat er über 200 Dörfer mit dem Evangelium erreicht. Und eigentlich all die Hexendoktoren, die früher Hexendoktoren waren, die sind jetzt Pastoren. Und die Kinder, die hätten geopfert werden sollen, die gehen jetzt in die Schule. Und es ist mega, mega, mega schön einfach zu sehen. Und eben das Team, die sind mit dem unterwegs und wollen eigentlich eben Sierra Leone eben die Liebe von Jesus Sierra Leone bringen. Genau, next slide. Genau, und eben, ich habe mit denen mega nah zusammenarbeiten. Und das ist jetzt eben erst gerade genau, heute Morgen. Vor einem Jahr habe ich das letzte Mal mit ihm telefoniert. Und heute Morgen, als ich meine Präsentationen machen war, hat er mir angerufen. Und ich bin wirklich gerade am Überlegen, was soll ich von Afrika aufschreiben, was für Gebetsliegen. Aber ich bin mir gerade am Überlegen, was soll ich aufschreiben. Und in dem Moment ruft er mir an und ich habe dann mit ihm telefoniert und genau, und dann hat er mir einfach erzählt, was Gott seitdem gemacht hat, seit Logos Hope dort war und wie sie einfach so viel weitergemacht haben. Eben, wir sind dort mal regelmäßig Gefängnis besuchen und jetzt hat die Regierung gesehen, dass die Gefängnisse, wo sie jetzt das Evangelium gebracht haben, sind jetzt viel ruhiger. Und die Regierung hat gesagt, hey, ich könnt zu allen Gefängnissen gehen, macht einfach. Und, genau, und er hat mir erzählt, wie er eben einmal das Jahr haben sie etwa 140 Insassen getauft, haben das Leben Jesus hergegeben. Da gerade das Jahr, im 14. November, haben 70 Leute sich taufen lassen. Und genau, sie sind einfach so... Es ist, also mich hat das so mega berührt, um zu sehen, wie sie einfach mit Jesus unterwegs sind. Und auf dem Schiff haben
haben wir auch immer Freiwillige, also im Land tun wir eigentlich immer Freiwillige noch, eigentlich lokale Leute können in der Zeit, wo das Schiff am Land ist, können sie aufs Schiff kommen und uns helfen im Bücherladen. Und da haben wir etwa 80 Freiwillige gehabt. Und der macht jetzt Trainings und Follow-ups mit all diesen Volontieren und weiter. Und es ist einfach mega schön zu sehen, einfach die Frucht zu sehen, was wir dort haben können, oder was Gott dort gemacht hat. Ja, nächstes Slide. Genau, da sehen wir noch ein anderes Foto, wo sie da gerade in einem neuen Dorf waren, wo 34 neue Gläubige sich haben können taufen. Und das ist einfach, also für mich ist es so mega, mega ermutigend gewesen, zu sehen. Eben dort oben sehen wir den MS. Er ist so gut, ich vermisse ihn. Genau, nächstes Slide. Genau, und eben der Typ, ich habe das Gefühl, eben, die Leute von Sierra Leone, die brauchen einfach regelmäßig schon weniger Schlaf. Also uns hat er dort mal einmal bis, weiss nicht, spät in die Nacht gefahren und dann ist er einmal 2 Stunden heimgefahren und dann am Morgen um 6 Uhr ist er schon wieder bei uns gewesen. Das heisst, er hat irgendwie 2 Stunden geschlafen und ist dann wieder 2 Stunden zu uns gefahren. Also, und der ist voll, der ist einfach immer happy gewesen, der hat immer Vollgas gegeben. Und der hat auch eine Schule, die heisst MS Academy. Und zu dieser Zeit haben es noch etwa 440 Kinder gehabt in dieser Schule. Und meine Arbeit dort mal in der Vorbereitung war eigentlich so Projekte zu planen. Und ich konnte dann planen, dass man die Schule weiterbaut, ausbaut. Da haben wir sie gestrichen. Das ist ein Team, das ich vorbereiten konnte mit der Farbe. Ich musste Sponsoren suchen. Und dann haben wir die Schule neu gestrichen. Eben, es ist sehr improvisiert. Eben, genau, Afrika. Genau, nächste Slide. Genau, und jetzt, heute Morgen, hat er mir erzählt, wie die Schüleranzahl von 400 Leuten, 400 Kindern, auf 217 gesunken ist. Der Grund darum ist, weil Saudi-Arabien mega viel Geld in Sierra Leone investieren, um muslimische Schulen zu bauen, um Moscheen zu bauen. Und die all die Kinder eigentlich subventionieren, um in die Schule zu gehen. Das heisst, all die Kinder können gratis in die Schule gehen. Und das heisst, eben, seine Lehrer, die machen das eigentlich schon sehr ehrenamtlich. Sie bekommen einen Betrag, sie werden bezahlt und die Kinder die zahlen ein bisschen etwas, um in die Schule zu gehen. Aber also für uns ist es verhältnismäßig mega wenig. Und jetzt eben ist die Zahl einfach mega gesunken, weil die Eltern gesehen haben, oh, da ist eine gratis Schule, ja, da können wir Kinder dort hinschicken. Und genau, das ist eigentlich, haben wir erzählt, eben 4 Kinder, die früher Muslim waren, die bleiben dort. Und es ist einfach so auch ein Familiendruck dort rum. Genau, und einfach mehr und mehr Programme müssen gestrichen werden. Und genau, und eben, als er heute mir das erzählt hat, als ich eben das am Vorbereiten war, habe ich das mega mit euch teilen, dass wir das heute Abend im Gebet mega bewegen können. Und etwas, was ich aufs Herz bekommen habe, ist, dass ich heute Abend Geld sammeln für die Schule. Die Lehrer, die dort sind, die sind jetzt schon seit etwa 3 Monaten nicht mehr bezahlt worden. Ein Lehrer bekommt 40 Franken im Monat Gehalt über. Und sie haben jetzt das Geld eigentlich nicht gehabt, um das noch weiter zu zahlen. Das heisst, die Lehrer die arbeiten jetzt einfach weiter. Viele gehen jetzt auch langsam und eben die Schulen sinken jetzt einfach mega. Und ich habe mega aufs Herz bekommen, dass wir als Gemeinde einerseits für sie beten und wenn Gott ihr etwas aufs Herz legt, dass wir auch sie unterstützen können, dass die Schule kann weitergehen kann. Ich finde es eine mega schöne Arbeit, die er macht. Und genau. Ich werde dann später wird es verschiedene Gebetsstationen geben für die Karibik, Mittlere Osten und dann ist Afrika. Dort habe ich auch ein Kessel und einen Twint, wo ich eigentlich mir twinten und ich werde das dann schlussendlich alles ihm für die Schule überweisen. Genau. Genau. Nächste Slide. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Ja, genau. Und dann ist eigentlich die Reise weitergegangen. Von Sierra Leone sind wir dann eben in die Karibik rüber. Das war unser Regionenwechsel gewesen. Ich bin ja dann in dieser Zeit noch heimgekommen, aber dann ist eigentlich für mich dann die Reise weitergegangen und da sehen wir eigentlich so ganz viele verschiedene kleine Inseln. Genau, da sind wir eigentlich von Insel zu Insel gekoppelt, immer so 2 bis 3 Wochen sind wir an einem Hafen gewesen. Und ja, da sehen wir jetzt eigentlich die ganze alle Regionen, die ich besucht habe, entweder mit dem Schiff oder mit dem Flüger, weil ich bin ja zum Teil eben da vorausgeflogen. Genau, das ist Bahamas dort oben.
dann noch meine letzten 2 Inseln, British Virgin Island und St. Kitts. Genau, das ist eigentlich so ein bisschen jetzt das, wo ich jetzt, eben, letztes Jahr bin ich in die Schweiz gekommen, habe 7 Wochen Ferien gemacht vom Schiff. Und dann habe ich mich nochmal entschieden, um nochmal ein Jahr zurück aufs Schiff zu kommen. Also es war jetzt ein bisschen wenig gewesen, aber dass ich nochmal eigentlich für ein Jahr aufs Schiff zurückgehe und dann eben die Line-Up-Arbeit weitermache. Genau, und dann, als ich im Januar dann wieder die Schweiz verlassen habe, das Jahr bin ich wieder aufs Schiff und dann ist es für mich dann mit Line-Up Curaçao weitergegangen. Da gesehen, der Curaçao ist so eine längliche Insel. Man nennt es eigentlich die ABC-Insel, also Aruba. Aruba, not Barbados. Aruba, Bonaire. Ja, Bonaire und Curaçao, genau, die ABC-Inseln. Und es ist so nördlich von der Küste von Venezuela. Und genau, dort habe ich Sierra Leone vorbereitet und ich hatte dort eine Verantwortung gehabt, um die CITES vorzubereiten, aber es gibt so viel mehr Verantwortung und ich habe eigentlich noch fast keine Erfahrungen gehabt beim Line-Up. Und genau, sie haben mich dort gefragt, ob ich als Teamleiter eben Curaçao vorbereiten kann. Und das ist dann für mich auch wieder so gewesen, einfach so ein Schritt aufs offene Wasser, weil ich habe keinen Plan, also ich habe in dem Sinne kein Training gehabt, von wie muss man mit der Regierung machen, wie muss man die Briefe schreiben. Ich habe eigentlich keine Einführung gehabt, kein Training. Genau, und dann bin ich einfach losgeschickt worden, ja, schaffst du das irgendwie, hast du die Dokumente, musst du die ausfüllen. Und genau, da habe ich einfach auch wieder gemerkt, einfach blind Gott zu vertrauen. Die Arbeit, es ist dann wirklich, du hast einen Countdown von etwa 7 bis 10 Wochen. Das Datum ist festgelegt, wenn das Schiff ins Land kommt, aber Bewilligungen sind noch nicht dort. Das heisst, du weißt einfach das Datum und du weißt, dann kommt das Schiff fährt dann einfach ab und entweder es kann dann nie kommen oder nicht. Genau, und mit dem ich im Kopf reise ich dann einmal ins nächste Land und weiss, okay Herr, es ist so außerhalb von meiner Kontrolle, du musst die Leute bewegen, du musst uns die richtigen Ressourcen geben und genau. Und genau, das ist das Team, das ich auch leiten konnte. Einer von Indien, eine Japanerin und eine Australierin. Das war unser Team. Und ja, also Curaçao ist sehr schön. Ich habe noch nie so ein klares Wasser gesehen wie dort. Genau, nächste Slide. Und ja, es ist einfach, bei dieser Arbeit ist es einfach so krass zu sehen, wie eben, du gehst einfach dort hin und eigentlich unser Ziel ist, an Land zu gehen und dann herauszufinden, okay, was macht Gott da? Was ist Gott da schon machen? Weil wir als Logos Hope wollen nicht einfach ins Land kommen und sagen, wir sind jetzt da, wir machen jetzt alle unsere Arbeiten und dann gehen wir wieder. Sondern wir wollen spezifisch schauen, was für Organisationen oder Kirchen machen schon Leute Zeug im Land und wie können wir als Logos Hope sie unterstützen und wie schlussendlich können sie uns unterstützen. Genau, das ist eigentlich unser Ziel in dieser Zeit, eigentlich Gott zu fragen, okay Herr, was willst du in dieser Zeit machen? Und dann ist es einfach wirklich krass, wie ja, du gehst irgendwie in den Laden und dann triffst du nicht, irgendwie die Person, die mit dem connected ist und dann eben schlussendlich kommt alles zusammen und eben wir haben mega offene Türen erleben. Da zum Beispiel haben wir die grösste Fernsehstation von den Inseln. Die haben uns eingeladen, um gratis ein Interview zu machen. Wir können mega viel Werbung machen. Wir haben irgendeinen getroffen, der alle da die Werbetafeln auf der Insel besitzt und der hat uns dann einfach gesagt, also die gesponsert, dass wir Werbung machen können. Und also es ist einfach so, klar, du gibst dein Beste und eben, ich sehe es einmal immer so, die 5 Brot und 2 Fische, die Jesus in den Himmel hebt, also eben das bisschen, das wir haben, das geben wir dir her, aber du musst es vermehren. Und das ist wirklich krass. Also zum Teil bekommst du das Telefon und dann fängt irgendeiner an zu geissen im Team und sagt, oh, wir haben jetzt gerade das bekommen. Und es ist einfach so. Aber es ist auch sehr, eben, es klingt jetzt so happy, aber es braucht wirklich, also es hat meinen Glauben in dem Sinne mega gestärkt, weil du bist im vollen Vertrauen. Zum Beispiel da in Curaçao, meine Verantwortung war zum Beispiel Autos zu bekommen. Und eben, wir sind eine Non-Profit-Organisation, wir haben in dem Sinne keine Ressourcen zum Autos zu mieten, weil das auch relativ teuer ist. Und dann war eigentlich mein Auftrag, Autos zu bekommen, gratis. Genau. Und ich habe wirklich für 7 Wochen Leute angerufen, probiert, bin vorbeigegangen, gefragt, hey, wir sind Logos Hope, Non-Profit Organisation, wollt ihr uns 3 Autos zur Verfügung stellen in diesen 2-3 Wochen? Nichts passiert und ich bin so,
eben der Tag von der Ankunft ist immer näher gekommen. Und dann wirklich 2 Tage bevor das Schiff ankommt, bekomme ich eine Nummer von einer anderen Insel, von einem Typ, der auf dieser Insel lebt. Und ich habe dem angerufen und ja, er kommt von Venezuela. Er ist auch ein Christ, der macht in dem Sinn ja, mega herzige kleine Familie und hat so ein kleines Business mit Autos vermietet. Und er hat schlussendlich gesagt, ja, klar, ich könnte da zwei 8-Seiter Autos für die Zeit haben. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn können wir sagen, ja, ich kann es gerade morgen kann ich es vorbeibringen. Und dann wirklich, ich habe von außen habe ich das Schiff vor der Insel gesehen, dass es kommt. Und in dem Moment sind die Autos angefahren. Ich konnte es noch schnell an den Stellplatz anstellen, wo das Schiff war. Und dann bin ich vorgerannt. Die eine Szene, die ihr gesehen habt, wo wir neben dem Schiff rennen. Das ist gerade ein paar Minuten vorher, habe ich die Autos noch vorne angestellt und bin nachher vorgerannt, dass wir das Schiff sehen können. Also es ist wirklich so, du musst wirklich vertrauen, dass Gott im letzten Moment, also eben, er macht es einfach auch so, weil schlussendlich eben gehört ihr ihm. Und ich habe immer gebetet, Herr, mach es auf eine Art, wo ich noch schlussendlich nicht sagen kann, dass ich es bin, sondern dass alle sehen, dass du schlussendlich die Tür aufgemacht hast. Genau, nächste Slide. Ich möchte euch eines von meinen Highlights erzählen, wo Gott wirklich mega Türen aufgemacht hat. Eben, wir sind dort angegangen als das Team und haben gesagt, Herr, schenk uns offene Türen bei der Regierung. Und eben, surround us with your favors, with a shield. Also gib uns Gunsten bei der Regierung. Und ich weiss, wir sind im Büro gehockt. Und dann irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, das ist ja, also Curaçao ist eine holländische Niederlassung oder eine Kolonialisierung gewesen. Und das heisst, die Regierung, oder sie ist zwar eigenständig, aber es hat immer noch einen Repräsentant vom König der Niederlande in Curaçao. Und das ist eben die Lucille Wout gewesen. Und irgendwie so von verschiedenen Leuten habe ich gehört sagen, dass die eine Prayer Warrior ist, also so eine richtige Betterin. Und dann habe ich gedacht, ich muss mit der in Kontakt kommen. Und dann fange ich an E-Mails schreiben, Leute anrufen. Und dann schlussendlich habe ich ihren WhatsApp-Kontakt bekommen und habe ihr angerufen und gesagt, ja, eben das Schiff kommt, wenn sie unsere Guest of Honor, also die das Band schneidet, wenn sie das sein. Und dann hat sie gesagt, nein, keine Zeit und so. Dann habe ich aber weitergeschrieben, geschaut und gemacht. Und dann haben wir extra das Schiff noch, die Öffnungsfeier haben wir noch einen Tag verschoben und dann schlussendlich hat sie dann Ja gesagt. Und ich weiss noch, ich habe sie hier noch nie getroffen. Und da ist sie eben dann mit dem zum Schiff gekommen und dann ist sie so aus ihrem Präsidentenauto mit dem Flägli rausgestanden, hat zum Captain Hoi gesagt, dem Direktor, und dann schaut sie mich an so, du bist der Dominik, du hast mich gejagt in dieser Zeit. Und dann eben fängt sie an zu lachen und dann umarmt sie mich so. Und es ist wirklich, also ich habe noch selten oder noch nie so eine wirklich eine gottesfürchtige Leiterin getroffen. Eben, die ist der höchste Rang auf der Insel und sie ist so eine gottesfürchtige, demütige Frau. Und genau, irgendwann ist sie dann zu mir gekommen, hat meine Hand genommen, so wie ein Gross, und gesagt, Dominik, wenn du irgendetwas brauchst, sag's mir, Leute. Also weißt du, ja, genau. Und dann schlussendlich habe ich gefragt, hey, würden Sie uns gerne im Palast von Curaçao für ein Meeting einladen? Und wir würden mega gerne für Sie und die Regierung beten. Und dann schlussendlich habe ich mit der Leiterschaft, hat sie uns eingeladen ins Präsidentenhaus und dann genau, haben wir Kaffee mit ihr gehabt und dann haben wir hat eigentlich jeder irgendeinen Bibelvers geteilt, wo Gott uns aufs Herz geht, und sie ist so berührt gewesen. Und schlussendlich sind wir alle im Kreis gestanden im Palast, haben Hände gehoben und für sie gebetet und eben sie ist am Brüllen gewesen, sie ist mega berührt gewesen. Und ja, eben für mich ist es einfach mega, eben, das sehe ich mega als eine mega schöne Seite von der Logos Hope, wie Gott eben Türen halt in Königshäuser aufmacht und wie wir können das Zeugnis sein für sie. Genau. Nächste Slide. Genau, nach Curaçao. Also ich muss sagen, es klingt jetzt alles so schön, aber in Curaçao hatte ich recht ein Tief gehabt. Ich war sehr müde. Einfach. Und eben das Schiff kann einem vorkommen wie so eine Konservenbüchse oder so ein Herdöpfel, so ein Hochdruck-Herdöpfelkocher, wo irgendwie alle Kulturen zusammengekocht sind und du lebst so auf engem Raum und du kannst einfach nicht raus. Genau. Und eigentlich nach jeder, eben weil die Line-Up-Zeit so intensiv ist, bekommst du nach jeder Zeit 7 Tage frei
Und ich weiss noch, an dem letzten Tag bin ich so, ich musste aus dem Schiff rausgehen und dort an dem Tag hat mir Gott Psalm 23 gegeben, eben, dass er mich auf saftige Wiese weidet und dass er mich an frische Quellen bringt. Und dort haben wir ein Telefon bekommen von einer Frau und gesagt, hey, wir würden euch, ich habe so ein Resort, ich würde euch gerne einladen. Und eben schlussendlich haben wir dort für 7 Tage gratis können da in das. Wir haben das ganze Resort für uns gehabt, mega schön in der Natur. Und ich bin am gleichen Tag bin ich dann auf einem Bänkchen geguckt und dann so einfach in der Natur gewesen. Und dann hat mich Gott nochmal daran erinnert, eben, bringt mich an die frischen Wasser, mich also bringt mir wieder neue Kraft. Und ich weiss, ich bin jetzt so mega berührt gewesen, weil mich Gott einfach eben am richtigen Zeit hat er mich rausgenommen und ich habe mega können wieder auftanken und einfach mit ihm Zeit verbringen. Genau. Und nachher ist, es klingt alles so komisch auf Deutsch, also ist eigentlich unser Sweat Dog oder das Dry Dog, wie wir es nennen, ist dann gekommen. Und das bedeutet, dass eigentlich alle Leute, die nicht im technischen Part arbeiten vom Schiff, gehen eigentlich weg vom Schiff und machen irgendwelche Programme machen an Land für 3 Wochen lang, leben die an Land. Und dann eigentlich die Crew von technischen Leuten bleibt zurück und wir dann eigentlich eben Zeug flicken, Zeug neu streichen oder Zeug bauen, Zeug verbessern. Genau, weil das Schiff in dieser Zeit ist geschlossen. Genau, in dieser Zeit ist auch mein Paps mich besuchen gekommen. Und genau, wir haben dort auch noch ein bisschen zusammen gearbeitet und das war mega, mega cool gewesen. Aber für mich ist es so ein bisschen, die Line-Up-Arbeit ist ja cool, aber ich habe einfach gemerkt, ich bin kein Bürogummi. Ich habe einfach gemerkt, für mich ist es cool, wieder eben etwas zu bauen. Und genau, das ist ein Projekt, das ich machen konnte in dieser Zeit. So ein bisschen, ja, Schränkchen bauen. Und es ist halt so ein bisschen, auf dem Schiff ist alles schief und schräg, du kannst keinen Wasserwagen brauchen, einfach die Maschinen sind ultra alt, du musst irgendwie improvisieren. Genau, und ich bin stolz auf, wie das rausgekommen ist. Genau. Ja, nächste Slide. Genau, dann ist ja auch Hanna mich besuchen. Wir sind ja dort schon über ein Jahr in einer Beziehung gewesen. Und es war dann so ein bisschen, ja, soll ich sie besuchen, soll sie mich besuchen, weil wir sind ja dann schon recht lange getrennt waren, weil sie nicht mehr auf dem Schiff war. Genau, und dann schlussendlich hat sie dann entschieden, dass sie auf St. Lucia kommt. Und dann ist sie mich für 10 Tage besuchen. Und genau, ich habe dann dort auch eben einen Heiratsantrag gemacht. Und genau, ja, ist für mich ein kleiner Fakt, den ich schnell zeigen will, der mega cool ist. Da hat so eine Postkarte und vor 3 Jahren habe ich die Postkarte in einem der Büros gesehen und ich habe so gedacht, wow, das ist so ein schönes Bild, wo ist das Schiff gewesen? Ich will an den Ort gehen. Ich dachte, es sieht einfach so cool aus. Und dann eben habe ich ihr den Antrag gemacht und irgendwann zoome ich so in das Foto und wenn ihr dort hinten links seht, dann ist es genau dort an dem Ort, wo das Foto gemacht wurde ist von dem Schiff. Und irgendwann schaue ich das so an, so, oh wow. Genau, das war so ein Fun Fact, wo Gott uns, ja, genau, wo da Gottes Humor war. Genau, also wir hatten 10 Tage gehabt, wir haben noch ein bisschen Zeit, eben ich hatte in dieser Zeit eine Ferien gehabt, konnte mit ihr ein bisschen reisen, wir haben zusammen noch selber ein bisschen im Bücherladen gearbeitet. Genau, für sie war es auch wieder speziell gewesen, auf dem Schiff zurück zu sein, nach so einer langen Zeit. Aber es war sehr, ja, mega schöne Zeit gewesen. Genau, nächste Slide. Genau, ja, dann war ein bisschen eine Zeit gewesen, ich bin eben bei dem Job, den ich gemacht habe, alleine, bist halt immer, du bist halt in einem Hafen und wenn das Schiff wieder ankommt, segelst du halt wieder mit dem Schiff mit und dann kann es halt sein, dass du dann halt 2 Monate lang in dem Sinne nichts zu tun hast, also nicht nichts zu tun hast, aber du machst in dem Sinne nichts zum Vorbereiten. Das heisst, in dieser Zeit kannst du auch ein bisschen sagen, wo du arbeiten willst. Und ich habe dann gesagt, hey, ich habe noch nie wirklich im Bücherladen gearbeitet. Genau, und dann habe ich in dieser Zeit habe ich noch ein bisschen eigentlich in der Main Ministry können arbeiten, in der Hauptarbeit, wo wir eigentlich sind, ein Bücherschiff. Und genau, das war mega, mega cool für mich auch mal eben nicht zu zimmern, nicht vorbereiten, sondern einfach mal im Bücherladen sein und einfach Bücher auffüllen, mit Leuten schwätzen und genau. Und ja, da sehen wir Jamaika, Kingstown. Also man muss sagen, die Karibik, die lieben lesen. Also die sind so richtige Lesekultur und eben sonst zum Beispiel in Sierra Leone, zum Beispiel wo das Schiff dort war, kein einziger hat das Buch gekauft. Die haben alle Glasse gekauft, weil Glasse ist so teuer. Das heisst, sie sind locker etwa 2 Stunden, 1-2 Stunden für das Glasse angestanden. Und in Jamaika war es andersrum. Jeder wollte Bücher kaufen und da haben wir wirklich etwa bis zu 6'500 Besucher am Tag gehabt. Und das Problem war, eigentlich das Schiff ist so designt, dass eigentlich die neuen Leute, die reinkommen, drucken die anderen eigentlich aus. Es ist so ein Kreis
wo du eigentlich drin laufst. Aber das Problem war, die Leute sind nicht rausgegangen, sondern die haben einfach Bücher kaufen. Genau. Und ja, und dann irgendwann haben wir wirklich das Schiff zumachen, weil wir haben einfach gestopft und es ist einfach keine Person rausgekommen. Genau, und dann haben wir irgendwann das Schiff für eine Stunde zumachen und sagen, sorry, ja, also wenn irgendetwas passiert, eine Massenpanik, ja, kannst du dir nicht vorstellen. Genau, eigentlich wären das auch noch 2 Videos. Genau, und die sind wirklich, ja, eigentlich so, da sehen wir den Cash Desk, also der Kassierladen. Und die sind eigentlich alle, die sind auch locker eine Stunde angestanden, um ein paar Bücher zu kaufen. Also, wer von der Schweiz würde so lange anstehen, eben nur schon, die Leute stehen zum Teil 5-6 Stunden an, um auf den Bücherladen zu kommen und dann nochmal zum das Buch kaufen. Eben, wie viele von uns würden das wirklich machen? Und genau, das hat mich auch mega berührt zu sehen, einfach eben mit den Leuten, eben durch Bücher, einfach Leute einfach auch zu dienen. Genau, nächstes Slide. Genau, dann ist es für mich weitergegangen in Line-Up Bahamas. Genau, und das war ein bisschen speziell gewesen. Ich bin eigentlich zuerst auf die unteren Inseln gegangen. Nassau, also Bahamas hat über 700 Inseln. Und wir sind natürlich nicht alle besuchen, sondern wir sind eigentlich Nassau besuchen, das ist die Hauptstadt. Und Grand Bahama ab der, oben dort, weil dort, sorry, weil dort ja, das Benzin ist dort günstig. Darum ist es so ein strategischer Ort dort oben. Genau, und dann bin ich zuerst mit dem Team losgegangen, mit dem Ruchir. Er war der Teamleiter und Josie von Paraguay. Ich war dort 5 Wochen und irgendwann, eben, ihr könnt euch vorstellen, wir haben 2 Teams gehabt. Ein Team war dort oben am Vorbereiten und wir sind dort unten. Wir sind gleichzeitig losgereist. Und dann bekomme ich an einem Nachmittag, ich weiss noch, an dem Tag bin ich am Fasten am Betten und ich bin draußen am Betten und habe gesagt, Herr, stärk meinen Glauben, wenn du mich durch schwierige Situationen führst. Ich will dir treu bleiben und ich will auch, dass du meinen Glauben stärkst. Und genau, an dem Nachmittag haben wir ein Telefon bekommen, wo ein Leiter uns angerufen hat und gesagt, Dominik, sorry, du musst in 1,5 Tagen auf die andere Insel gehen, weil dort einer ausgefallen ist. Genau, das heisst, ich habe all denen, eben meinen 2 Kollegen, all meine Verantwortung müssen abgeben und ich bin einen Tag später bin ich dann auf die andere Insel gereist und habe dort genau dann noch, nächstes Slide, genau, habe dann dort noch 10 Tage Zeit gehabt, um das Schiff vorzubereiten. Und ich bin eigentlich wirklich, als ich das dann gehört habe, das Telefon, habe ich so gerade gewusst, okay, Herr, das ist so außerhalb von meiner Kontrolle, in 10 Tagen das noch irgendwie vorzubereiten. Darum bin ich einfach gegangen, Herr, ich kann das eh nicht, du musst es machen. Genau, und dann bin ich dort mit dem Marius, er ist von Moldawia, genau. Genau. Das Zweite haben wir die Arbeit vorbereitet. Und genau, es ist mega, eben einfach auch wieder gewesen. Eben, wir haben mega viel geschafft, wir haben es mega gut im Team, das war mega cool gewesen. Wir sind dann zusammen einmal fischen und haben ein anderes Zeug gemacht. Genau, aber wir haben Vollgas gegeben und eben hat Gott auch wieder die Tür aufgemacht. Schlussendlich sind wir innerhalb von 3 Tagen haben wir 9 Radiointerviews gehabt, sind wir wirklich von einer Radiostation in die nächste gegangen und gesagt, hey, schau, so kommt. Wir haben Presse gekommen und hat Interviews gemacht so. Und genau, das ist mega. Und für mich in dieser Zeit war es mega speziell gewesen. Es war mega viel Arbeit gewesen, aber ich habe mich so mega ruhig gefühlt. Ich habe einfach gewusst, okay, Herr, du wirst das machen. Und genau, das ist auch das ist 1 Minute vom Haus gewesen, wo wir gelebt haben. Also hast du gerade an den Strand laufen und hast den ganzen Strand für dich allein gehabt. Ja, ist mir eben Karibik ist schön. Genau, und noch ein Fun Fact, eben das Schiff ist dann dort auf Freeport gegangen, Freeport Grand Bahama, und so ein Fun Fact für mich war, dass dort eigentlich gerade nebendran, wo die Logos Hope war, haben sie Black Pearl und Flying Dutchman von Pirates of the Caribbean, die haben die Schiffe dort gebaut. Und die 2 Kinder, die wir dort sehen, das war unser Host, wo wir gelebt haben in dieser Zeit. Eben, der ist auch angefragt worden für Pirates of the Caribbean, der war selber auf dem Schiff gewesen. Und das ist so, eben als Kind habe ich immer Pirates of the Caribbean geschaut, das ist halt immer so. Genau. Ist lustig, habe ich gefeiert. Genau, next slide. Nochmal zurück. Das da, das ist eben, es ist von einem Film, The Pirates of the Caribbean. Genau, es ist so ein Schiff von einem Film und das ist dort gebaut worden. Genau, also es ist kein Bücherladen, es ist kein, ja, genau. Genau. Und eine von meinen Highlight-Stories war, eben in der Karibik war unsere Vision eigentlich von Matthäus 6, Vers 10, «Dein Reich komme».
Und dann ist natürlich, okay, was ist dein Reich komme? Und unser Ziel war eigentlich auch wirklich gewesen, eben die Christen in der Karibik eigentlich, zu sagen, hey, das sind andere Leute, die das Evangelium noch nie gehört haben. Und speziell in den Bahamas, Pastoren haben uns gesagt, die kennen keinen einzigen, der die Bahamas verlassen hat, um irgendwie eine Langzeitmission zu machen. Es gibt keinen einzigen Christ in den Bahamas, der die Insel verlässt. Die sind so einfach auf ihrer Insel. Einer hat uns sogar gesagt, ja, eben ein Bahamian, wie sie sich selber nennen, wenn ein Bahamian stirbt, fragt der Gott, ob er wieder in die Bahamas gehen kann, weil es eigentlich so, ja, eigentlich das Paradies ist. Genau. Und wir haben dort mit einer zusammengearbeitet, die ist recht hoch in der Regierung gewesen, und sie war auch gläubig gewesen. Und in der Zusammenarbeit habe ich so, eben ein Event, das wir hatten, war so ein Gebetsabend gewesen, oder wir nennen es Worship Concert, wo man so Bands einladet und eigentlich auch eben für die Least Reach betet, für die das Evangelium noch nie gehört haben. Und ich habe dann die Frau gefragt, hey, willst du gerne Gebetszeit leiten für Bahamas, dass wir als Schiff können für Bahamas beten? Und ich weiss noch, sie ist dort mal auf, es ist so ein bisschen scheu, sie hat nicht recht will, aber ich habe ein bisschen gepusht, dass sie es macht. Und dann schlussendlich ist sie dort oben, die im roten Kleid ist auf der Bühne. Und vorher, eben auf dem Schiff, haben wir sehr viele Leute von Regionen, wo du eben verfolgt bist als Christ. Eben gerade zum Beispiel China, wir haben Leute von China. Einer ist, dem seine christliche Schule wird jetzt gerade verfolgt. Mehrere Pastoren sind ins Gefängnis gekommen. Genau, eigentlich wo die Christenverfolgung sehr nah ist, die wir gar nicht kennen. Und eigentlich dann haben wir vorbereitet, dass eigentlich die Leute von diesen Ländern erzählen, eben, was wir beten können. Und eben, genau, und die Frau, die hat das so berührt, die ist wirklich auf die Bühne gegangen und die hat angefangen zu brüllen. Die hat gesagt, was machen wir da in den Bahamas? Weil, also, wir reklamieren hier über unsere kleinen Probleme reklamieren, und in anderen Ländern gibt es so viele Länder, die von Jesus noch nie gehört haben, und sie hat so angefangen zu brüllen, sie war so berührt gewesen. Und schlussendlich, eigentlich, eben, wir haben recht viele Leute von Kirchen, etwa 300 Leute sind an dem Event gewesen. Und es sind alle so bewegt und haben für die Leute gebetet, und ja, irgendwann haben wir müssen halt aufhören zu beten, weil die haben nicht aufhören. Genau, und das ist eigentlich mega unser Herz gewesen, dass Gott den Leuten ihr Herz bewegt, um eben, dass man eben die Nachfolge Jesus gibt, bringt auch eben, er sagt, hey, geht in die Länder und macht Jünger. Genau, und dann wir sind ja dort in der Hurricane Season in der Karibik, und das heisst, es ist immer wieder ein Hurricane vorbeigekommen. Also einer ist sogar ganz nah, der Erin, vielleicht habt ihr von dem gehört, ist wirklich gerade, also ist eigentlich in unsere Richtung gekommen, und dann im letzten Moment ist er dann aufgegangen, hat uns zum Glück nicht getroffen. Und genau, aber dann schlussendlich haben wir gesehen, wie eigentlich eine tropische Depression eigentlich in unsere Richtung gekommen ist. Es war noch nicht ein Hurricane gewesen, aber eben, wir haben es immer so ein bisschen auf dem Radar geschaut, schon ein paar Tage im Voraus, und dann irgendwann hat der Captain gesagt, okay, ja, es ist zu unsicher, und dann sind wir gegangen, und dann sind wir eigentlich 4 Tage vorher sind wir dann losgefahren. Wir sind dann links, aber dort dann ist Florida, sind wir dort runtergegangen gefahren und haben dort gewartet, eigentlich, bis der Sturm vorbei ist, und dann sind wir nachher auf Nassau gefahren. Genau, und ich habe es eigentlich noch schön gefunden. Alle sind so gekommen, das muss ja mega schade sein, dass dein Hafen jetzt so früh fertig ist. Ich so, ja, also, ich habe jetzt nicht mehr viel zu tun, ich kann jetzt das Meer noch ein bisschen küssen. Genau, aber ja. Next Slide. Genau, da sehen wir noch das Team, wo ich zusammen arbeite. Eben die 2 links von mir, der Ruchir und Josie. Der ganz links, der hat uns einfach noch ein bisschen geholfen, und eben der rechts ist von Moldawien gewesen. Genau, und dann das Schiff ist eigentlich angekommen. Ich habe den einen Hafen fertig gemacht, und dann bin ich im nächsten Hafen, Nassau, und dann eben normalerweise hast du ja ein bisschen frei, aber eben für mich ist es dann gerade weitergegangen, weil ich habe ja da mit dem Team schon gearbeitet und ich weiß, was dort losgegangen ist, und genau, das heisst, ich habe gerade weitergemacht, und ja, genau, das ist eigentlich meine letzte Zeit noch auf dem Schiff, meine letzte Arbeit, wo ich noch Vollgas geben wollte. Und ja, nächste Slide. Genau, und für mich war eigentlich schon immer hey, ich möchte stark, also halt ermutigt vom Schiff heimgehen. Eben, es soll nicht eine Zeit sein, wo ich ausbrennt, frustriert oder was auch immer heimgehen, sondern ich habe wirklich gesagt, Herr, ich will heimgehen, equipped, also ermutigt. Ich möchte wirklich ein Verbrennen haben für Jesus, und
Und eben die letzten 2 Monate sind für mich ein mega Geschenk gewesen. Eben einerseits habe ich mega gemerkt, wie mir Gott mega Freude, mega viel Kraft gegeben hat für meine letzten 2 Häfen, die ich noch vorbereitet habe. Und dann in den letzten 2 Wochen ist mein Kollege, der Hofi, noch vorbeigekommen, ist dort hinten. Genau, wir sind zusammen im Militär gewesen, ist mich dann noch besuchen für die letzten 2 Wochen. Und für mich ist es so cool gewesen. Ich habe dann nachher schlussendlich noch 2 Wochen für eben meinen Hafen fertig gewesen, ich habe nichts mehr zu tun, ich konnte dann noch frei nehmen, eigentlich meine letzten 2 Wochen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt noch mal ein bisschen überall arbeiten, wo man arbeiten kann. Genau, da sind wir mal in der Bäckerei arbeiten, da sind wir mal Popcorn oder eine Glasse machen, sind wir mal noch im Engine Room Öl putzen. Genau, ja. Genau. Und es ist einfach, ich habe mega gemerkt, wie Gott mir mega, ich habe wie eben noch mal alles durchleben auf dem Schiff, noch mega mit den Leuten einfach gut abschliessen. Und ja, ich habe mega einfach gemerkt, wie Gott mich mega gesegnet hat. Am Schluss einfach ein mega schöner Abschluss. Genau, da sind wir noch ein bisschen Inseln entdecken, ich konnte noch mal Clowning machen. Und genau, es war ein mega, mega Geschenk. Ja, nächste Slide. Genau, dann bin ich wieder in der Schweiz angekommen. Ich bin zuerst nach Schweden, aber dann in die Schweiz. Genau, und ja, das sind so ein bisschen Lektionen, die Gott mir gelernt hat in dieser Zeit, in diesen 3 Jahren. Ist im 1. Korinther 10, Vers 31, eben was auch immer du isst oder trinkst oder was auch immer du tust, du sollst alles für die Ehre Gottes machen. Und eben das ist mir mega aufgefallen. Eigentlich, auch wenn ich Arbeit mache, weiss ich nicht, WC-Rohr entputzen oder im Engine Room Öl putzen oder was auch immer. Was auch immer das machst, soll alles für die Ehre vom Herrn sein. Und das habe ich gemerkt, dass für das muss man nicht auf dem Schiff sein, das kann man auch daheim machen, das kann ich auch in der Schweiz machen, bei der Arbeitsstelle, in der Schule, wo ich gehe. Genau. Etwas, was ich mega gemerkt habe in meinen 3 Jahren, Gott hat mich immer wieder in Leidenschaftspositionen eingetan. Grundsätzlich tue ich nicht gerne leiten. Ich bin immer gerne die zweite Stelle und den Leiter unterstützen, aber dann so ein bisschen das Plan oder einfach das Leiten halt immer überlassen. Aber Gott hat mich immer wieder spezifisch dort eingestellt. Und für mich war es so ein bisschen, ist so wie halt eben, Gott gibt uns Fähigkeiten, Gott gibt uns so Münzen. Einem gibt er 1 Münze, einem gibt er 10 Münzen und schlussendlich fragt dich, okay, was hast du mit dem gemacht? Und für mich ist es eben, ich habe mich immer wieder ein bisschen davon drücken. Aber etwas, was ich gelernt habe, ist zu sagen, okay, nachher, du hast mir die Fähigkeit gegeben, um Leute zu leiten und ich will die für dich brauchen. Und genau. Und halt auch immer wieder mich selber aus der Komfortzone rausdrücken. Genau, volles Vertrauen bei unklaren Situationen, wo du einfach so, ja, wo du nicht weißt, was abgeht, wenn ob du Autos hast oder nicht, einfach zu vertrauen und einfach an jeder Situation scheinen für Jesus. Auch auf dem Schiff, auch wenn es ein Schiff voller Missionare voll ist, von Leuten, die Jesus lieben, auch dort menschelt es. Und du kannst auch so ein Zeugnis sein auf dem Schiff mit dem Cabinmate, mit dem Zimmernachbar, kannst du einfach mega als Licht sein für Jesus. Und das habe ich mega lernen. Wo du einfach hingehst, eben, wenn du eine Person siehst, die entmutigt ist, bett gerade für sie oder ja, einfach ermutigen oder ja, mach irgendjemandem ein kleines Geschenk. Einfach so ja, ein Zeugnis sein, wo du immer das gehst. Genau, das sind so ein bisschen meine Lektionen, die Gott mir geteilt hat und die ich auch mit weiternehmen. Genau, ich habe kein Slide gemacht für die nächsten Dinge, aber ich will auch noch ein bisschen rausfahren. Genau, das kommt nachher. Was nächstes kommt, eben Hanna ist jetzt in der Schweiz, sie kommt mich für einen Monat besuchen. Da werden wir auch noch ein bisschen Hochzeitsvorbereitungen machen. Und das Ziel ist eigentlich, dass ich, eben für mich die Schweiz in dem Sinne ist ein bisschen eine Übergangszeit. Ich werde im April werde ich auf Schweden auswandern und dort eine Sprachschule anfangen. Und genau, eigentlich in Schweden ein Leben anfangen, weil wir planen dann im Juli, 25. Juli nächstes Jahr zu heiraten in Schweden und machen dann auch noch ein Fest in der Schweiz, ein paar Wochen später, auch dass ich mit euch noch feiern kann. Genau, und ja, das sind jetzt so ein bisschen die Aussichten für das nächste Jahr. Wir werden dann für die erste Zeit in Schweden leben, Hanna und ich, weil sie gerade noch ein Studium am machen ist für Krankenschwester. Und darum habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt so lange nicht mehr in der Schweiz gewesen, jetzt kommt es für mich auch nicht mehr darauf an, ob ich in der Schweiz mich wieder einlebe oder in Schweden. Genau. Ja, das sind so ein bisschen die Aussichten. Genau, hey, ich möchte jetzt noch, es ist 9 Uhr, ich möchte jetzt einfach nur in eine Gebetszeit eingehen, wo eben Hanna hat noch so verschiedene Gebetsstationen aufgebaut und das haben wir viel auf dem Schiff gemacht, einfach aufstehen, einfach an die Station herangehen, wir wollen einfach ein bisschen Hintergrundmusik haben und einfach
zusammen beten für die Regionen. Ich habe jetzt ein bisschen erzählt, was Gott am Machen ist in diesen Regionen. Und wir haben dann noch ein bisschen aufgeschrieben und ich könnte jetzt einfach umgehen. Und ja, ich will jetzt einfach noch ein paar Minuten nehmen zum Beten. Für die es eben aufs Herz bekommen haben, um noch etwas für die Schule zu geben, die Informationen sind dort drin. Genau. Ja. Kannst du 2 Slides führen, Andi? Genau. Ja, stehen wir doch alle auf. Wir können ein bisschen rumlaufen. Andi, wenn du ein bisschen kannst, einfach Hintergrundmusik machen. Genau. Ihr könnt ein bisschen rumlaufen und eben an die Stationen gehen beten und dann in ein paar Minuten tue ich dann abschließen. Genau, ihr könnt laut beten oder einfach für euch, wie es euch am wohlsten ist.
können pflanzen in den Herzen von diesen Leuten. Jesus, ich bete, dass der auf fruchtbaren Boden kommen, Jesus, dass das wachsen, Jesus, Herr. Ich möchte jetzt auch ganz speziell für den MS beten und seine Schule, Jesus, Herr. Ich bete, dass du für ihn einfach provided tust, Jesus, dass du ihm gibst, was er braucht für die Schule, für die Lehre. Ich bete, dass einfach noch mehr, ja, dass die Kinder, die jetzt und dort sind, dass die noch weiterhin in die Schule gehen können, weil ja, schlussendlich gehören die auch von Jesus in dieser Schule, Jesus, Herr. Ja, ich möchte jetzt einfach jeden segnen, Jesus, Herr. Ja, danke für alles, was ich erleben durfte, Jesus, auf dieser Zeit, in dieser Zeit auf dem Schiff. Und danke, Jesus, dass du mich gebraucht hast, um eine Ermutigung zu sein für andere, Jesus, Herr. Und ich bete, dass jeder etwas mitnehmen heute Abend in seinen Alltag, Herr Jesus, Herr, wo du jeden Einzelnen berufen hast. Dass wir einfach können, als Gemeinde, FEG oder einfach individuell ein Licht sein, das du uns anstellst, Jesus, Herr. Danke für die Gemeinschaft, die wir jetzt noch haben können. Und ich sage jetzt einfach die Nacht. Amen. Amen. Danke vielmals. Jetzt entreiße ich dir noch schnell das Mikrofon, Dömzki. Danke vielmals für den Einblick, für alles, was du uns mitgenommen hast. Und ich stehe jetzt hier im Namen von der Gemeindeleitung von der FEG Embrach. Und wir sind ja immer so ein bisschen partnerschaftlich unterwegs gewesen und wir haben einfach als Gemeindeleitung gedacht, wir werden euch segnen, Hanna und dich. Und wir bleiben doch gerade so stehen. Der Huck kommt noch dazu. Ist auch Teil von uns, von der Gemeindeleitung. Und wir werden euch noch segnen zum Schluss. Ich gebe dir noch ein Mikro. Yes, danke Jesus, hast du den Dömzki ausgesendet, hast ihn aber ganz am Anfang. Du hast ihn gesehen, du hast ihn gestaltet, du hast ihn wunderbar geschaffen und du hast ihm so viel Talent mit auf den Weg gegeben. Und wir wollen dir einfach danken, dass du ihn so begleitest, so geformt, so geführt hast auf dem Weg, dass er aber sich auch ganz hergegeben hat, sich von dir her brauchen lassen. Danke hat er auch die Hanna finden. Danke hast auch du sie gesegnet, sie geschaffen und hast du sie zusammengeführt und du weißt, wie ihr Weg weitergeht und wir wollen einfach dir jetzt ihren Weg herlegen. Wir wollen sie segnen im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, dass er sein Licht über euch erstrahlen lässt, dass ihr sein Licht immer hochheben im Namen Jesus und einfach so stark glauben, wie du Dömzki uns jetzt auch geschildert hast, in diesen 3 Jahren, wie du das erlebt hast und einfach hast wachsen im Glauben. Amen. Und wir danken dir, Jesus Christus, dass du die zwei kennst, dass du weißt, wie der Weg weitergeht. Sie haben sich jetzt dir vertraut, jetzt auf dem Schiff. Und danke dürfen sie weiter vertrauen, wenn sie jetzt miteinander gehen, wenn sie eins sind miteinander. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest, dass du sie anrührst, dass du ihnen begegnest mit Visionen, mit Liebe auch zueinander, mit Liebe, wo sie sich nachher auch investieren sollen. Danke vielmals, bist du bei ihnen. Amen. Amen. Danke vielmals. Danke vielmals. Genau, noch schnell für Dings. Ich werde nachher noch im Chat noch sagen, wie viel das zusammengekommen ist. Genau. Und jetzt ist einfach noch so ein bisschen eben hinten, haben wir noch ein bisschen Snacks. Und so ein bisschen, eben ist jetzt einfach noch ein bisschen zusammen sein. Noch ein bisschen schwätzen, noch ein bisschen Geschichten erzählen. In der Mitte eben, haben wir schon gesehen, das sind so ein bisschen Souvenirs oder Erinnerungen vom Schiff, die ich mitgenommen habe, die ihr noch schauen könnt. Genau. Und an dieser Stelle möchten wir uns mega bedanken bei euch, dass ihr gekommen sind, zugelassen habt, für uns gebetet habt und sind gesegnet. Schönen Abend miteinander. Danke.